Salut und herzlich willkommen zur 24. Folge von Swissinfo Dofas Switzerland. Viele Leute haben gefragt, was für ein Intro wir denn genau senden sollen, und meine Bitte ist einfach, nicht zu Let's Player-mässig, ansonsten ganz egal, schickt es einfach rein. Es muss einfach auch noch mit der Zwischensequenz für zwischen den Themen etwas zu tun haben. Dann fällt sich um ein oder andere der andere Hintergrund auf. Ich habe den Hintergrund jetzt bewusst mal anders gemacht, weil mir gesagt worden ist, dass die Jump Cuts langsam aber sicher ein bisschen nervig sind, und wenn ich dort keine Jump Cuts machen kann, dann komme ich mir irgendwie ein bisschen verloren vor. Darum machen wir jetzt einfach mal eine Folge ohne Jump Cuts. Ihr sagt mir nachher bitte in den Kommentaren, was ihr besser gefunden habt. Wenn es ohne Jump Cuts bleiben sollte, dann wird es ab jetzt immer so sein. Erinnert ihr euch daran, dass ich vor ein paar Monaten gesagt habe, dass ich keine Hate-Kommentare bekomme? Das hat sich geändert. Lustigerweise gibt es genau zwei typische Hate-Kommentare, die etwa 99% von allen ausmachen. Nummer 1, ich sehe Left Lloyd Nachahmer. Okay. Der Left Lloyd macht News und ihr macht News. Das wird bedeuten, dass jeder, der News macht, sofort der Left Lloyd Nachahmer ist. Das heisst ungefähr 1 Million Menschen. Zusätzlich macht der Left Lloyd News über die ganze Welt, während ich mich eher im kleinen Rahmen um die Schweiz bewege. Also da sollte auch ein Unterschied da sein. Auch bei mir kommt manchmal eine eigene Meinung zum Vorschein, aber dann distanziere ich sie ganz klar von den News. Und falls das mal nicht der Fall sein sollte, dann sagt es mir bitte. Damit wäre der erste Hate-Kommentar erledigt und jetzt kommt der zweite, ein Baseldeutsch. Sorry, egal was du für einen Dialekt hast, wenn du auf Schweizerdeutsch Videos machst, dann wirst du dafür beleidigt. Es gibt immer solche Dummköpfe, die das Prinzip von der Schweiz nicht verstanden haben. Die Schweiz ist eine Willensnation. Das heisst, man hebt zusammen, weil man zusammenheben will und weil man vielleicht nicht zu den anderen gehen will. Zum Zusammenheben gehört nicht, dass man sich über Dialekt von anderen nervt oder sich darüber aufregt und das dann auch noch öffentlich macht. Im Privaten habe auch ich meine Dialekte, die ich jetzt eher weniger schön finde, und trotzdem behalte ich es für mich, weil ich es toll finde, dass die Kantone zur Schweiz gehören. Ich hoffe, dass es beim einen oder anderen jetzt endlich Kling gemacht. Und noch als drittes, bevor wir in die News selber einsteigen, ich habe in der Analytics herausgefunden, dass nur gerade 13% von meinen Zuschauern weiblich sind. Jetzt ist die Frage, an was liegt das? Ich meine, Frauen interessieren sich ja an sich nicht weniger für Politik, aber tun sie einfach weniger mitmachen? Das ist mal eine offene Frage, ich stelle sie einfach an euch. Oder bin ich einfach hässlich? Ja, danke, ja, danke. Danke, ja, macht nichts, macht nichts. Nein, aber ich hoffe, ich bekomme langsam irgendwie raus, wenn ich ein bisschen mehr Frauen und Mädchen für das Format oder diesen Kanal begeistern kann. Wir sehen es mal. Gut, dann kommen wir jetzt zu den eigentlichen News und steigen ein mit einer musikalischen Einlage. Es ist nämlich ein Song auf YouTube veröffentlicht worden und der wird die Charts so etwas verdächtig stürmen. Hören wir einfach mal ganz kurz rein. Hey, unser Land ist wunderbar, doch leider ist nicht allen klar, wohin der Weg soll durchgehen. Für unsere Freiheit, da müssen wir zusammenstehen. Wo ein Wille ist auch ein Weg. Die SVP hat im Rahmen der National- und Ständeratswahlen diesen Herbst ein Lied veröffentlicht, das den Wahlkampf langsam aber sicher richtig einläutet. Die Meinungen um das Lied sind sehr gespalten, die Reaktionen eher negativ, auch von SVP-Mitgliedern, die das Lied eher unter ihrem Niveau finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt meine Meinung, distanzieren. Es ist kein gutes Lied. Und wenn man so die Kommentare von diesem YouTube-Video durchschaut, dann merkt man, dass die Mehrheit mit mir in einer Meinung ist. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch vielleicht mal an, wenn ihr euch eine Meinung bilden wollt. Für die, die es schon gehört haben, was meint ihr dazu? Findet ihr einfach, ja, es ist Wahlkampf, aber tiefes Niveau? Oder denkt ihr, das ist allgemeines Niveau von der SVP? Ab in den Kommentar. Die SVP selber hat meines Wissens noch nicht auf die schlechten Reaktionen reagiert. Auf die Reaktionen reagiert, das wird eine Deutschstunde, ich merke es schon wieder. Aber ich bin gespannt, ob man sich da vielleicht auch langsam bewusst ist, dass man Wahlkampf an sich besser machen könnte. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Schaut mal schnell auf mein T-Shirt. Und es betrifft vermutlich viele von euch, die in die Ferien geflogen sind. Die von euch, die nämlich via Flughafen Zürich in die Ferien gegangen sind, sind sich vermutlich nicht bewusst gewesen, dass sie hier eine ziemlich gefährliche Sache gemacht haben. Warum gefährlich? Weil ganz viele Privatflogis, die irgendwie Rundflüge über Zürich machen, denen Start- und Landeanflugsbahnen von den offiziellen Flogis ziemlich nachkommen. So haben im Jahr 2014 knapp 20 Privatflogis die Sperrzone missachtet und sind ins Gebiet vom Flughafen Zürich eingedrungen. Es hat wirklich 20 Mal fast einen Unfall gegeben. Einmal ist so ein Privatflug sogar nur 500 Meter von so einem Linienjet entfernt gewesen. Und für die von euch, die jetzt denken, ja 500 Meter, das reicht ja längstens. Ein Flug braucht für 500 Meter im Durchschnitt 2 Sekunden. Meistens ist es bei solchen Geschichten immer der Fall, dass erst dann etwas unternommen wird, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Und würde ein Unfall über den Flughafen Zürich von der Schweiz passieren, dann würden wir das nächste Jahr extrem viel weniger Touristen erwarten können. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Ich hoffe, es wird irgendetwas unternommen, um die Privatflieger endlich davon fernzuhalten. Wir sind ihr die Sache, sind ihr schon mal am Flughafen Zürich gestartet oder gelandet und habt ein anderes, kleineres Flogi in eurer Nähe gesehen? Einfach mal ab ins Kommentar. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wenn eine Postkarte ankommt, ist das ja an sich eine schöne Sache. Wenn sie aber 50 Jahre zu spät kommt, dann wundert man sich schon ein bisschen. Das Gleiche dürfte der Schweizer aus dem Kanton Schweiz gedacht haben.
wo das letzte Mal eine Postkarte bekommen hat. Die ist nämlich eigentlich an den schon verstorbenen Vater von dem Schweizer gedacht gewesen und drin steht, dass irgendein Bauer 4 junge Kälber zur Welt bringen wird. Also es wird sie natürlich nicht der Bauer selber zur Welt bringen, sondern eine Kuh vom Bauer, aber ich denke, das wird bei unserem hohen Niveau doch den meisten klar sein. Das Krasseste von der ganzen Sache ist aber, dass auf dieser Postkarte von damals eine 10-Rappen-Briefmarke ist. Heutzutage müssen wir für das 1 Franken zahlen. Das hat sich vermutlich auch die Post überlegt und darum hat sie jetzt von dem armen Schweizer 90 Rappen Nachporto verlangt. Was für eine Frechheit! Man liefert einen Brief 50 Jahre spät und verlangt Nachporto, weil die Marke, die damals für das gelangt hat, heutzutage nicht mehr langt? Sind ihr noch meiner Meinung? Ich hoffe es mal. Die plogende Plog namens Hitze plagt uns schon den ganzen plogenden Sommer lang, weil sie eben so heiß ist. Ist das ein Niveau von Ask Switzerland? Jedenfalls plagt sie nicht nur uns Menschen, sondern auch andere Tiere. So sind zum Beispiel viele Rinder momentan in einer Lage, wo sie einfach verrückt spielen, ausbrechen, auf der Suche nach irgendetwas, was sie kühlen können. Nur wenige von ihnen schaffen es besonders weit, die meisten werden eingefangen. Manche aber schaffen es bis ins Swimmingpool. Natürlich nicht ihre Swimmingpool, sondern ein Swimmingpool von irgendwelchen Anwohnern, die dann völlig verschrocken 2 Rinder in ihrem Pool finden. Genau das ist nämlich einer Familie bei Wittnau in St. Gallen aufgefallen. Sie will in den Pool gehen. Oh, es plätschern schon 2 Rinder drin. Was macht man in so einem Fall? Man läutet Gott sei Dank der Feuerwehr an. Die Rinder dann können befreien. Sie sind nämlich schon fast am Vertrinken gewesen, wenn sie nicht mit dem Kopf über Wasser gehoben worden wären von diesen Anwohnern. Falls ich in meinen Zuschauern Bauern oder in der Landwirtschaft tätige Leute habe, sind eure Rinder momentan auch am Durchdrehen? Wie wirkt sich das auf eure Fleisch- und Milchproduktion aus? Was sagt ihr allgemein zu diesem Sommer? Einfach mal ab ins Kommentar. Und als letzte Meldung noch eine Kurzmeldung aus dem Bereich Paläontologie. Bei einer Baustelle im Kanton Zug ist nämlich ein 20.000 Jahre alter Mammutstoßstangen gefunden worden und der verspricht der Forschung jetzt neue Einblick ins Leben von damals. Okay, das ist jetzt irgendwie wissenswert und 2 Sätze lang, also ja. Das ist es mit der Swiss Info. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!